miteinander, auch von meiner Seite. Schön sind ihr heute alle mit dabei an diesem speziellen Sonntagmorgen. Und ganz besonders willkommen natürlich auch Dani und Pilvi Weber, dass ihr da mit mir heute Morgen Platz genommen habt auf der Bühne, um ein bisschen erzählen von eurem Leben und wir euch da ein bisschen besser kennenlernen. Ich freue mich sehr jetzt auf die Zeit. Ihr zwei sind ja seit 11,5 Jahren verheiratet und haben zusammen einen 1,5-jährigen Bub, den Demo. Für viele in der Kirche ist klar, Dani, wer du bist. Dich sieht man da auf der Bühne, predigst ja auch in der Leitung von dem Trio, das da die GWC Winterthur leitet. Dich kennen wir ein bisschen. Viel wie du bist sicher mehr so ein bisschen im Hintergrund. Dich kennen wir ein bisschen weniger. Du suchst eigentlich nicht gross das Rampenlicht, das Skiwerferlicht, das jetzt gerade ein bisschen auf uns gerichtet ist. Und stürzt dich nicht aktiv auf die grosse Bühne. Umso mehr freut es mich jetzt, dass wir auch dich ein bisschen besser kennenlernen heute Morgen und da ein bisschen hinter Kulissen von auch euch als Paar und Family reinschauen dürfen. Pilvi, du bist mit 24 in die Schweiz ausgewandert, eigentlich der Liebe wegen Dani. Es klingt ein bisschen wie in so einer Sendung «Auf und davon» oder «Hin und weg» heisst es, glaube ich, bei SRF, oder? Die da auswandern, der Liebe nachfolgen, in ein fremdes Land, in eine neue Kultur eintauchen. Gibt es manchmal Momente heute noch, wo du sagst, hey, ich bin da zwar in der Schweiz, aber jetzt vermisse ich Finnland oder etwas Finnisches so fest? Und wenn es das gibt, was wäre das? Ja, das gibt es. Also Tage, wo viel los ist, viel Stress, viele Leute herum, dann komme ich gerne ein bisschen zur Ruhe oder nach so einem Interview. Und zwar in einer Sauna am See. Oh, okay. Ja. Das hat es in Finnland ja en masse, gell? Das ist ja das, was am meisten in dem Fall vermisst ist. Sehr verständlich. Ich glaube, wäre für uns alle ein Grund, um irgendwie eine Auswanderung auf Finnland ins Auge zu fassen. Die Sauna am See, sehr schön. Gibt es dann aber umgekehrt auch etwas Schweizerisches oder etwas da in der Schweiz, wo du sagst, hey, das schätze ich so und ist vielleicht sogar ein bisschen mit dem Grund, dass du jetzt doch schon viele Jahre da bist und geblieben bist, wo es eben in Finnland nicht gibt oder so nicht vorhanden ist? Ja, ich habe es sehr gerne bekommen, wenn Sachen gut organisiert und abgesprochen sind, wenn jeder weiß, was man erwarten kann und dass man klar Ja oder auch Nein sagt. Gehört das einfach nicht so zu den finnischen Stärken? Ne? Ich habe das Gefühl, in Finnland geht man sehr weit, bis man dann muss Nein sagen. Lieber alles möglich machen. Okay. Und da ein bisschen die direktere Art von der Schweizer in dem Fall? Ja. Spannend, genau. Sehr spannend. Hier sind alle am Schmunzeln. Ist das für euch auch eine überraschende News, dass es doch Länder gibt, die noch schlechter sind in dem? Oder Nationen. Das ist doch irgendwo auch ermutigend. Cool. Sehr gut. Dani, wir haben eben gesagt, Pilvi ist eigentlich wegen dir ein bisschen da in der Schweiz und wegen dir ausgewandert, hat ihre Heimat, ihre Family verlassen, um da zu sein. Gibt es ein Szenario, wo die Familie Weber ihre Zelte hier in der Schweiz abbricht und in Finnland wieder aufschlagen? Oder ist für dich das Leben im Norden ein absolutes No-Go? Nein, ich bin gerne dort. Es ist so für mich eigentlich so ein Happy Place. Jetzt ist es natürlich immer noch schwierig zu sagen, wie das wäre, wenn man voll dort wohnen würde. Es ist ja auch in dem Sinn der Weltfluchtort für mich so ein bisschen. Dann ist die Schweiz weit weg und alles, was einem da so besorgt und belastet. Aber darum, ich bin glaube jetzt schon, wir haben versucht zu rechnen, sicher mehr als 20 Mal da gewesen. Ich war auch schon allein gewesen. Also es ist ein Ort, wo ich mega gerne bin. Und wir planen unser Leben so eigentlich in Abschnitt. Das haben wir schon immer so gemacht. Weil, das haben wir auch müssen, weil das ist nicht einfach unser Setup gewesen, wo wir sind. Wir haben ja schon uns die Gedanken machen bei der Hochzeit, wo wir werden wohnen. Und haben dann so gesagt, komm, wir gehen mal und so in 5 Jahren checken wir das wieder ab. Und am Ende von meiner Jugendarbeitszeit in der GVC war sicher so ein Moment gewesen, wo wir uns auch wieder die Gedanken gemacht haben, ja, wo ist unser nächster Abschnitt? Und wir haben immer Optionen, Finnland und da, weil wir haben 2 Familien in 2 unterschiedlichen Ländern. Und in dem Sinn finden wir das, glaube ich, auch toll, dass wir das so können und werden das auch weiter so machen, in Abschnitt. Und im Moment ist mal klar, der Abschnitt ist jetzt da. Das haben wir uns dann auch wieder entschieden. Und spannend auch, also ich wäre mehr zu haben gewesen vor, was ist es jetzt her? 5 Jahre oder 6 Jahre schon fast, wo wir das wieder so austariert haben. Und Pilvi hat ganz klar verneint. Sie hat gesagt, wir sind in der Schweiz. Genau. Sehr gut.
Eben, du sagst, es ist ein Happy Place für dich, ein Ort auch von Faszination. Du hast dort ja schon mal eine Auszeit verbracht. Ich selber bin erst einmal in Finnland gewesen, das an eurem Hochzeit. Ich durfte dort anreisen, um das super Fest miterleben. Und als ich da in Jyväskylä, ich hoffe, ich sage es einigermaßen richtig, mehr oder weniger, okay. Demo habe ich noch angebracht, aber bei Jyväskylä hört es auf. Gut. Auf jeden Fall, als ich in dieser Stadt, wo Pilvi herkommt, oder dort mal gewohnt hat, war, kann ich mich noch gut erinnern, dass mich auch wirklich viele Sachen fasziniert haben. Und insbesondere an dem Hochzeitsfest. Wir Schweizer, wir haben uns ja alle logischerweise rausgeputzt, unsere schönen Kleidchen angelegt etc., schöne Frisuren gemacht und sind dann am Abend zu dem Nachtessen gekommen. Und wir Schweizer haben natürlich zuerst einmal die Weingläser vermisst auf dem Tisch und sind dann am Buffet erstaunt gewesen, dass es statt einem Glas Rotwein zu dem schönen Essen primär Milch gegeben hat zum Trinken und alkoholfreies Bier. Das hat uns sehr fasziniert, kann man sich natürlich vorstellen. Wir haben das so noch nie erlebt. Plus sind wir dann auch nach der Nacht, eben alle rausgeputzt, aber nichtsdestotrotz sind wir an dieser Hochzeit noch in die Sauna. Es war natürlich auch an einem See, die schöne Location. Und wir sind noch in die Sauna und wir sind noch in den See baden am Hochzeitstag. Wo macht man das? Außer in Finnland. Mega cool. Gibt es sonst noch kulturelle Unterschiede oder Sachen, die euch auffallen, wenn ihr es vergleicht mit der Schweiz? Oder die sich vielleicht sogar auch auswirken auf eure Beziehung heute, Dani? Willst du eine Stellung nicht zum Alkoholskandal? Zu der Milch. Milch ist eher der Punkt, der mich fasziniert. Wieso Milch? Milch wird gern getrunken und Alkohol bei den Christen, zumindest vor 12 Jahren jetzt, eher nicht. Jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Okay. Und Milch ist eben etwas, was einfach, das gibt es wirklich zum Mittag, trinkt Ja, man ein Glas also Milch? Mensa, Keine Rivella dafür Kantine, Milch. Ja. Okay. In der Aber Kantine Rivella hat ja auch ein haben sie bisschen Milch drin, oder? Von dem her immerhin. Wenn du durch eine Kantine durchlaufst, hat jeder dort so ein halb-Liter Tetrapack Milch zum Mittagessen. Und ich habe Milch nicht gern, also ist nicht das Problem. Es gibt Das ist dann der auch Wasser wahre Grund, oder wieso Saft. dass ihr noch da lebt. Ja, genau. Und also das haben wir auch, das ist schon eine der Diskussionen, die ich mich erinnere. In der Planung von unserem Hochzeitsfest war kein Alkohol in Finnland. Und sie hat gesagt, das ist ein No-Go, geht nicht. Und ich habe sehr gerne Bier. Und ich finde eben, es gehört wieder dazu. Aber ja, wir haben dann gesagt, wir machen das so. Die Finnen haben einen anderen Bezug zum Alkohol. Es ist wie nicht die gleiche Kultur, wie wir haben. Es ist schon ein bisschen eine Saufkultur dann auch. Dann, wenn man trinkt, dann sauft man. Und es bessert sich langsam. Es gibt auch stilvoll und das ist gut. Ja. Und sonst gibt es schon Sachen, es gibt so die offensichtlichen Markenzeichen, wenn ich so sage, von einer Kultur. Bei uns in der Schweiz ist Schoki, Sackmesser, die schönen Berge, der Schnee. Und bei den Finnen ist es eben die Sauna, die Weite, der Salmiakki oder Bärendreck, oder wie man dem immer will sagen, was es so gibt, also der Klassiker. Und das sind Sachen, die gibt es, die sind real und die sind mega cool, weil die feiert man gegenseitig voll ab, oder? Und dann gibt es Sachen, die wir dann schon schnell auch festgestellt haben, dass sie da sind, wo wir aber immer auch das Gefühl haben, vieles davon ist Familienkultur. Und ich würde jetzt behaupten, das kennen viele da drinnen auch, wenn man mit einer anderen Familie sich verschwägert, dann gibt es so durchaus ein gewisses Spannungspotenzial. Über Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wie man die Küche aufräumt oder nicht, oder wie man so Sachen macht. Und wir haben es oft auf das abtun, gell? Mhm. Und jetzt gerade in den letzten Jahren, auch im Kontakt, manchmal per Zufall mit schweizerisch-finnischen Familien, haben wir aber entdeckt, dass einiges davon, wenn du dann so redest miteinander so, und erzählt dir der Schweizer Mann mit der finnischen Frau, was ihn alles so aufregt in Finnland. So das Gefühl an, du hast jetzt sogar von mir erzählt und von meiner Schwiegerfamilie. Und das ist dir vor allem auch aufgefallen letztes Mal, gell, am Gespräch. Mhm. Also nicht etwas willst du dazu sagen, oder? Ja, dass alle dabei sind, wir Schweizer, oder Schweizer sind eher vielleicht halt einen Abstand. Ja, nein, jetzt ist gut, wir haben etwas anderes geplant und jetzt geht es nicht. Und Finnen haben gerne alle dabei. Man kann ja nicht Nein sagen. Also genau. Nicht immer alle mit können dabei sein. Und, genau. Ja, genau. Und so Sachen gibt es schon, ja. Das merken wir auch, ja. Ja, genau. Spannend. Und man kann aber wirklich sagen, Pilvi, bei dir ist die Integration extrem gut gelungen. Also, ja, nein, wieso lachen wir jetzt? Also ich finde wirklich, meinst, auf den ersten Blick merkt man gar nicht, dass du nicht von der Schweiz bist. Das hat sicher auch damit zu tun, dass du sehr gut Deutsch kannst. Aber was würdest du sagen, ist ein Grund, dass du so eine große Herausforderung, die es ja doch ist, in ein neues Land zu kommen, alle Freunde zurückgelassen, Familie etc. Was würdest du sagen, ist dein Geheimnis oder das Geheimnis, was dir ermöglicht hat, dich so gut zu integrieren?
Tja, wäre schön, wenn ich das Geheimnis hätte. Ich habe leider keins. Ich habe ganz klar am Anfang neben dem Leben mit dem Dani noch eigene Sachen gebraucht, ein eigenes Leben, Umfeld. Neue Freundinnen haben mir geholfen, aber das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Das ist, glaube ich, auch allen klar. So ein Jahr habe ich etwa gebraucht, bis ich sagen konnte, ich bin da daheim. Und dass ich ziemlich bald anfangen zu arbeiten. Das hat auch geholfen. Ich hatte dort ein eigenes Umfeld, eine eigene Welt dann gehabt. Und eben sicher bei dir auch die Sprache, oder? Denke ich, schon ein grosser Brückenbauer. Wenn du jetzt in dem Sinn nur mit Finnisch gekommen wärst, wäre es wahrscheinlich noch mal schwieriger gewesen. Ja. Und du hast ja in klar. Finnland Deutsch studiert und darum schon sehr gut. Genau, das war auch ein Grund gewesen, wieso dass wir in die Schweiz, oder wieso ich in die Schweiz gekommen bin und dann nicht auf Finnland damals. Ist dein Finnisch in dem Fall nicht ganz so sattelfest, Dani? Dein Finnisch Mein ist Finnisch, nein, nicht so gut, nein. Also, ich lerne jetzt immer mehr. Ich lerne jetzt schon immer mehr. Und manchmal überrasche ich Pilvi. Gerade gestern wieder hat unser Sohn ein Wort auf Finnisch gesagt und sie hat nicht verstanden, was er meint. Und ich habe dann gesagt, was es ist. Oi! Sehr Genau. gut. Gutes Zeichen. Bleiben wir noch ein bisschen bei Familie. Pilvi, du bist eigentlich in einer sehr klassischen, für finnische Verhältnisse, klassischen freikirchlichen oder evangelikalen Familie aufgewachsen und groß geworden in Finnland. Dani, du eigentlich auch da in der Schweiz, aber mit dem Unterschied, dass deine Eltern nicht immer schon, wenn man das sagen kann, im Glauben waren. Sie hat eine Zeit gegeben, wo sie nicht gläubig waren, also nicht mit Gott und der Kirche am Hut hatten. Hast du als Kind den Wandel ein bisschen gespürt, wo der Moment kam, wo deine Eltern gesagt haben, jetzt ist wie ein neuer Lebensabschnitt, wir glauben jetzt an Gott, Gott ist jetzt ein Teil von unserem Leben. Und wie hat sich das auf euch als Familie auch ausgewirkt? Also meine Eltern haben beide so einen christlichen Hintergrund gehabt. In unterschiedlichen Kirchen. Ja, genau, das eine sogar, sage ich jetzt mal so für uns, wirklich ein bisschen fremd, eine neuapostolische Kirche, meine Mami ursprünglich. Und dann aber sich sehr fest von dem Elternhausglauben abgewendet. Und so dann eine lange Phase auch darum sehr bewusst, ohne Beziehung zu Gott gelebt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich zu klein gewesen, um diesen Wandel mitzubekommen. Das war, als ich ein Kleinkind war. Und mehr dann im Nachhinein reflektiert man ja das auch ein bisschen und hört die Geschichte und die Gespräche mit meinen Eltern. Und ich würde schon sagen, dass ich natürlich das dann erlebt habe. Also eben meine Eltern haben dann sehr treue Jesus-Nachfolge angefangen zu leben. Durch das auch, dass sie das natürlich so bewusst gemacht haben. Auch, sage ich jetzt mal, aus der Welt rausgekommen sind, oder? Und das sehr bewusst gemacht haben. Und das hat uns mein Kinderleben geprägt. Wir sind in Kirche und nicht nur aus Tradition, sondern wirklich aus Überzeugung. Ich finde, der Glaube hat immer eine Rolle, auch im Leben meiner Eltern gespielt. Und nicht nur am Sonntag, sondern wirklich im Alltag. Und für mich auf eine sehr gute Art. Und ich glaube, das hat man gemerkt, es war nicht einfach eine Familientradition, sondern eine Überzeugung. Und gleichzeitig, und das reflektiere ich jetzt auch etwa, ich kann nur für mich reden da, ich habe das auch gemerkt, dass sie doch einen Bezug zu der Welt, ich rede nicht so gern so, aber dass sie eben den haben und immer auch haben. Und man hat bei uns über alles können diskutieren am Tisch. Und es war nicht einfach so gewesen, okay, das ist einfach klar Regeln so, sondern wir haben Sachen diskutiert. Irgendwie, weil sie auch, glaube ich, schon einen Umgang immer hatten mit der Gesellschaft, mit den Menschen, die nicht im Glauben sind. Und im Nachhinein bin ich glaube für diese zwei Sachen sehr dankbar. Ja. Cool. Ja. Jetzt der Glaube oder man selber wird natürlich geprägt eben einerseits von der Familie, wo du das jetzt so auch positiv erlebt hast, und andererseits ja, aber auch von vielen anderen Faktoren wie Ausbildung, Freunde, Umfeld etc., wo man drin ist. Was würdest du sagen, hat dich am meisten, dein Glaubensleben am meisten geprägt? Es sind sicher verschiedene so Aspekte. Das eine ist natürlich eben meine Familie, das, wie man aufwächst. Und dann würde ich jetzt sagen, sind es vor allem auch mein Studium gewesen. Ich habe davor mal schon so eine Bibelschule noch mit YWAM, Youth with a Mission, gemacht. Dort auch schon hat es so Impulse gegeben. Aber wo sicher auch mein Glaubensbild hinterfragt worden ist, im positiven Sinn. Und jetzt, wenn ich an mein Studium denke, dort sind so zwei Erlebnisse oder mit zwei Dozenten auch, wo ich kann. Dort sind es auch Dozenten, die einen prägen natürlich. Und der eine hat uns gesagt, hey, schaut, in einem Studium wird eben vieles auch hinterfragt. Und das ist mal grundsätzlich gut. Und es wird da am Fundament von dem, was du für ein Gottesbild, das Glaubensbild hast, gerüttelt. Und er hat gesagt, definiert ja im Herzen einen Garten, wo niemand euch trainieren darf. Wo
wo vielleicht auch so ein Ort ist von dem kindlichen Glauben, den du schon immer gehabt hast. Und so ein Ort von der Naivität, könnte man vielleicht auch sagen. Und gleichzeitig gibt das aber auch die Chance, dass aussen sehr viel dürfen mal auch in Frage gestellt werden. Und ich habe das mitgenommen und merke, das hat mir sehr gut getan und es hat mir ermöglicht, die Sachen in Frage zu stellen. Das ist so der eine. Und dann ein anderer Dozent hat uns recht herausgefordert in Bezug auf unser Gottesbild und Gut und Böse. Und so ein bisschen die Frage, woher kommt denn das Böse und woher kommt denn der Teufel und was ist alles da? Und jetzt mega schnell gesagt, so ein bisschen provokant die Frage in den Raum gestellt, ja, wo haben wir ein Gottesbild oder ein Weltbild, das eigentlich zwei Götter hat, nämlich Gott, der Herrscher, Schöpfer von Himmel und Erde, und der Teufel, die immer noch hart im Kampf sind miteinander. Es ist einfach noch unklar, wie es ausgeht. Und er hat gesagt, ja, nein, Gott hat gesiegt. Gott hat überwunden. Das ist die Story der Bibel. Und gleich ist da noch auf dieser Erde die Spannung teilweise erlebbar und spürbar. Und ja, es löst ein paar Fragen aus. Weil dann ist so, wenn der Gott ja der einzige Gott ist und wir an einen Götter glauben, dann ist die Frage, von wo kommt denn das Böse? Und wieso ist das da auf dieser Welt? Und wer hat dem überhaupt gesagt, dass es da sein darf? Und das löst ein paar Fragen aus. Und dann hat er gesagt, ihm ist es lieber, mit einem Gott zu leben, der in einem gewissen Maß begrenzt auch Böses zulässt und zugesteht, als mit zwei Göttern, wo noch unklar ist, ob es gut oder das Böse siegt. Und das hat mich sehr bewegt und ich glaube, das prägt mich extrem. Und das gibt mir Sicherheit und Halt. Ehrlich gesagt, auch in herausfordernden Zeiten des Lebens. Ja. So, ganz kurz, ich könnte noch viel mehr dazu sagen. Kirche hat mich auch geprägt, besonders, das will ich auch noch. Kirche hat mich auch geprägt und ich denke vor allem, unsere Kirche hat eine Geschichte auch vom gesellschaftsrelevant sein. Und ich kürzlich in der Allianz die Botschaft auch gehört, dass das wichtig ist in der Evangelischen Allianz in Winterthur, schon seit 2 Dekaden kann man sagen, dass man einen aktiven Beitrag in die Gesellschaft leistet. Und ich finde, in der GVC hat man das erlebt man das, auch durch die Quellenhof-Stiftung und auch durch so, wie wir sind. Und ich glaube, das müssen wir bewahren. Das ist für mich mega wichtig, das hat meinen Glauben geprägt. Cool, sehr spannend. Mit dieser Gesellschaftsrelevanz kommen wir eigentlich auch gerade zu der nächsten Frage. Wir wollen ja als Kirche eben die Stadt auf dem Berg sein, wo leuchtet, wo sich alle Menschen wohlfühlen können, wo bunt und durchmischt ist. Pil, wie hast du die GVC, wo du jetzt so ein bisschen frisch dazugekommen bist, da kommt man manchmal mit einer Aussicht, wo Dani, der in dieser Kirche aufgewachsen ist, vielleicht manchmal ein bisschen fehlt. Hast du die GVC als so einen Ort erlebt, wo du in die Schweiz gekommen bist? Oder was hat es von deiner Seite her gebraucht, dass du dich heute auch, du sagst einmal, du fühlst dich wohl da in der GVC, was hat es gebraucht, dass du das kannst sagen? Zuerst hat es eine Entscheidung gebraucht von mir, Teil zu sein von dieser Kirche. Und ganz konkret, ich bin dann in einer Small Group ohne Dani damals und habe neu angefangen mitzuarbeiten und in diesen Teams und Small Groups viele Leute kennengelernt. Es sind nicht alle meine engsten Freunde geworden, aber durch diese Leute und durch diese Vielfalt habe ich viele kennengelernt. Und das hat meinen Horizont sehr erweitert und ja, mein Ankommen da ermöglicht. Und dass ich von Finnland gekommen bin, sehe ich jetzt nicht so entscheidend. Ich glaube, wenn ich innerhalb von Finnland zügelt, hätte ich auch alles neu aufbauen müssen. Hat nicht so eine Rolle gespielt, dass ich von Finnland gekommen bin. Oder wenn jemand von Bern irgendwie neu GVC kommt oder so. Wie so ein ja. Genau. Alles zurücklassen an einen neuen Ort. Ja, und alles auch mit einem bewussten Entscheid wieder das Neue aufbauen. Ja, sehr spannend. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der denkt, ja gut, gell, wenn du gerade den Pastor und den angestellten Mann in der Kirche angestellten Mann an deiner Seite hast, dann ist ja eigentlich Integration dann in der Kirche ein Kinderspiel. Wie hast du die Zeit erlebt, Dani, an der Seite von der Pilvi? Sie ist ja zum Beispiel ohne dich in eine Kleingruppe gegangen. Es klingt recht bewusst, der Entscheid. Wie hast du die Zeit erlebt? Hier? Ja, also Pilvi ist gerade in die Schweiz gekommen, wo ich dann angefangen habe, da auch zu arbeiten in der Jugendarbeit, also gerade nach meinem Studium. Und also einerseits war es natürlich mega cool, dass wir endlich unser Leben zusammen verbringen können. Und andersrum war es schon im Nachhinein eines der herausforderndsten Ehejahre für uns. Einfach mit der ganzen Anpassung, die gekommen ist, auf Pilvi zu. Und das kannst du ja nicht miteinander machen. Und vielleicht für mich manchmal besonders schwierig, eben, dass ich ja nur an der Seite stehen konnte und eigentlich ihre Integration habe ich nicht machen. Ich konnte nur sie begleiten, wenn drin. Und manchmal das Gefühl haben, das würde ich jetzt anders machen. Und das ist dann schon schwierig, oder? Weil das ist nicht so gut. Ja, und darum schon auch herausfordernd. Und vor allem etwas, also Partnerinnen von meinen Kollegen haben einen mega guten Job gemacht. Die sind mega offen auf uns zugekommen und haben immer versucht, auch Pilvi mit einzubeziehen. Und dann merkst du aber manchmal, dass Pilvi gar nicht immer so offen war für das. Und das stresst im ersten Moment.
Und gleichzeitig habe ich dort auch lernen, dass es einfach nicht geht, dass einfach ich habe da ein fixes Umfeld und vielleicht gerade in dieser Rolle, wo ich dann drin war, und dass dann einfach absolut auch alles für sie genau so passt. Und bei Einzelnen ist mehr daraus entstanden, bei anderen weniger. Und das habe ich wie auch damit umgehen. Aber manchmal denkst du so, ja, schau mal, es wäre da und ja. Und darum hat es dann mega geholfen, eben sicher Job, Sprache, Kirche, dass Pilvi eigene Umfelder hatte. Und das hat auch mich entlastet auf eine Art. Und das mit der Small Group ist so ein bisschen auch, ich habe in der My Church eine Small Group geleitet und es hat sich wer gegeben und ich würde sagen, das ist super gut gewesen, ja. Das ist super gut gewesen, dass wir getrennt sind und nicht am gleichen Ort. Weil sie ist Pilvi und nicht die Frau von Dani. Ja, ja. Und ich glaube, so nimmt man dich auch wahr. Ihr seid wirklich als Paar extrem harmonisch. Also wirklich, man hat das Gefühl, könnt dann die Webers auch mal streiten. Selbst wenn ich mit euch schon 2 Wochen im gleichen Mietauto quer durch die USA durchfahren, haben Dani und ich, also mein Dani, uns manchmal gefragt, wieso sind die immer so harmonisch unterwegs? Was ist da das Geheimnis von euch? Und könnt ihr das überhaupt streiten, Pilvi? Und wenn ja, über was? Das wollen wir wissen. Wir können streiten, ja. Manchmal fängt es bei einer WhatsApp-Nachricht an, die einer erwartet und nie überkommt. Und dann, wenn man ein bisschen weiter streitet, dann merkt man, ja, jemand fühlt sich nicht verstanden oder gehört oder wertgeschätzt. Ich glaube, es sind die ganz normalen Themen in einer Beziehung, die wir auch ab und zu klären müssen. Und wir haben gemerkt, wenn sich Umstände um uns ändern, zum Beispiel in dem ersten Jahr, wo ich neu da war, dann haben wir deutlich mehr Diskussionen gehabt, weil es mir nicht wohl war. Oder wo die Themen gekommen ist, haben wir unsere Rollen auch neu müssen suchen und finden. Und das war auch so eine Zeit gewesen, wo wir mehr diskutiert haben. Ja. Also diskutieren, darf ich das sagen? Ja. Es geht manchmal weiter als Diskussion. Ja, das stimmt. Und ich habe etwas habe ich von der Pilvi gelernt in den letzten 10 Jahren. Dass man mal etwas umrühren kann. Und am Anfang habe ich das nie gemacht. Ich habe immer mit dem Wort gestritten und Pilvi hat einmal können. Und in der letzten Zeit ist es mir auch schon passiert. Also es gibt es wirklich und es ist nicht cool. Und gleichzeitig merken wir schon, es gibt immer einen Weg auch wieder. Also, was ich eigentlich auch sagen will, Streit ist auch wichtig, weil es gehört auch dazu. Und es ist ja auch eine Form von der Beziehungspflege. Und natürlich, wenn man dann den Boden auch wieder findet und Vergebung und auch kann sagen, es tut mir leid und ja, da habe ich mich verloren. Aber ja, wir haben schon spannungsgeladene Momente auch. Ja. Besonders ja in einer Zone von eurer Wohnung, oder? Könnt ihr dazu noch schnell etwas sagen? Ja. Schon erwähnt, Küche, oder? Küche, ja. Ja. Wie geht es denn dort jetzt heute ab in der Küche? Oder wer darf die noch betreten? Ja, jetzt haben wir eine offene Küche. Ich kann sagen, es ist ziemlich offen bei euch. Die Grenzen eher fließend, ja. Aber in unserer ersten Wohnung habe ich irgendwann gesagt, jetzt muss ich mich aus der Küche zurückziehen. Weil entweder gibt es einfach immer Streit. Es war eine kleine Küche, muss man auch sagen. Es war eine kleine. Wir haben das Zweite nie etwas angebracht, dort miteinander zu machen. Und wir sind uns immer im Weg gestanden. Und daneben sind so Familienkultursachen. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, und ich gesagt, entweder musst du einen Schritt auf mich zu machen und auf meine Kultur, oder sonst muss ich mich verabschieden aus dieser Küche. Und wir haben da dann so ein Abkommen gehabt, ja. Und das war, nur wenn ich alleine in der Wohnung war, bin ich auch in der Küche tätig. Und sehr klassische Rollenverteilung in diesem Bereich. Ja. Sonst ist das nicht unbedingt so bei uns. Aber und jetzt habe ich gesagt, so eine schöne neue Küche, ich will die auch wieder betreten. Und darum bin ich auch wieder dort. Und das heisst, wir diskutieren dort bei dir mal wieder ein bisschen mehr. Aber ich finde, Pilvi hat da massiv Schritt auf mich zugemacht. Und du auch. Schon ist die Harmonie wieder da, wie man sieht. Wunderbar. Sehr gut. Und ihr seid ja eben in der Küche ein Team werden und ihr seid auch sonst in ganz vielen Bereichen ein sehr gutes Team, das grosse Projekte auch miteinander stemmt. Ihr habt zusammen auch hier in der Kirche schon viele Projekte zusammen gestemmt. Natürlich auch die ganzen Snowcamps, noch zu Zeiten von My Church, wo Pilvi einmal die Küche geschmissen hat, da Dani sonst Hauptverantwortung getragen hat und nicht in der Küche, die Küche nicht betreten hat. Oder natürlich auch die Finnland-Camps und Ferien, die ihr angeboten habt für My Church, für 22 Plus. Und insgesamt über 250 Personen können die Heimat von der Pilvi so zeigen. Mega cool. Da braucht es ja auch etwas, wenn man so nahe dann an so grossen Projekten über mehrere Wochen im Vornherein und Monate arbeitet und plant. Da braucht es von beiden Seiten eben auch ein gutes Zusammenarbeiten. Gibt es da auch ein Konfliktpotenzial oder wie habt ihr das jeweils gut zusammen lösen?
ja, ich glaube, wir funktionieren echt gut nebeneinander. So. Und das ist schon so ein bisschen unsere Art von Zusammenarbeiten, ist mehr nebeneinander. Vielleicht jetzt mehr mit mir zu tun. Ich so gerne klar definiert werden, was macht, aber schon in der Absprache. Und wir haben in dem Sinne schon auch unterschiedliche Begabungen, denke ich. Und das hat sich sicher in der MyChurch-Zeit klar gezeigt. Eben dort, Billy hat dort wirklich viel im Gastrobereich gemacht. Sie hat das Food-Team mega lang geleitet. Und für mich war es super. Ich habe einfach gewusst, du musst nicht mal Leiterbetreuung machen. Das machst du noch so nebenbei, oder? Sie hat das einfach geschmissen und gemacht und ich finde es sehr gut. Und dann sind die Camps gekommen, die Riesenprojekte waren. Snowcamps, eben für 120 Leute Küche schmeißen. Und es war einfach cool zu wissen, es ist in ihren Händen. Ich muss nicht, das haben wir die Hause trainiert. Und dann für mich das Highlight schon, da möchte ich gerne etwas dazu sagen, die Finnland-Camps. Und dort war es nicht nur Küche. Ich meine, eigentlich hat Bill die Camps organisiert. Ich hatte die coole Idee gehabt, das ist so eine Stärke. Gewusst, was so ein bisschen ankommt bei den Leuten. Ich habe es verkauft, ich habe die Leute eingeladen mitzukommen, die haben sich angemeldet und dann so geleitet, natürlich das Pastorale. Und Bill hat im Hintergrund alles geschmissen, jeden Workshop organisiert, die Unterkünfte organisiert, die Absprachen mit diesen Orten getroffen, hat eigentlich das im Background gemacht. Wir haben teilweise nicht mal im gleichen Zimmer geschlafen dort, weil das einfach auch besser aufgegangen ist. Also so eigentlich voll nebeneinander. Aber ich habe das extrem geil gefunden und mega cool. Jetzt musst du sagen, ob das für dich auch so war. Ja. Jetzt ist schon ein Moment, das kannst du sagen, Phil. Ist auch so gewesen, ja. Und schon speziell in meiner Heimat, ihn und ganz viele andere Schweizer zu haben. So cool. Sicher hat es gespürt, dass das mega vielen Leuten kostbare Momente geworden sind, mega vielen Jugendlichen. Ja. So gut, sehr cool. Ein ganz neues, grosses Projekt, das euch beide verbindet, wenn man dem Projekt will oder kann sagen, ist natürlich der Demo, der seit eben 1,5 Jahren bei euch in der Familie ist. Er war ja auch auf dem coolen Bild, das wir gesehen haben, als Slide für den Tag mit seinem frechen Blick. Sehr cool. Was hat sich am meisten in eurem Alltag verändert, seit der kleine Mann da ist? Ja, wir sind jetzt weitergekommen von diesen sehr definierten Bereich, wo wir die ersten 10 Ehejahre hatten. Wir haben uns gut ergänzt, also in der Küche und sonst auch im Leben. Und ja, mit dem Demo haben wir jetzt wirklich ein gemeinsames Projekt. Das ist nicht mehr so... Immer, ja. Genau, ein gemeinsames Projekt. Und die Aufgabe überschneidet sich. Man kann sich nicht mehr so trennen. Und er entwickelt sich so schnell wie jedes kleine Kind und wir laufend Sachen absprechen. Ja. Das ist manchmal auch anstrengend, natürlich. Ja. Um wieder neu herauszufinden, wer was, wie, wo. Ja, genau. Ja. Ihr habt, bevor das Thema auf die Welt kam, viele Jahre kein Kind haben und sind aber auch offen mit dem Thema umgegangen. Ihr habt zum Beispiel mal an einem 22-Plus-Event, hast du, Dani, erzählt von eurer Situation, oder auch an einem Golden Age-Anlass, also eigentlich in den 2 wichtigsten Gefäßen von der GVC habt ihr euer Herz geteilt, wenn das so darf ich sagen. Hat die herausfordernde Zeit, die ihr dort drin gesteckt habt, die auch viel Ungewissheit beinhaltet hat die Auswirkungen gehabt, auch auf euer persönliches Glaubensleben? Das würde ich gerne von beiden von euch hören. Ja, definitiv. Bei mir war es das erste Mal überhaupt, wo so ein grösserer Lebensplan nicht nach meinem eigenen Plan aufgegangen ist. Und ich habe bis dann, oder wir beide, glaube ich, ziemlich ein reibungsloses Leben dürfen haben. So grosse Probleme. Und ich habe in dieser Zeit Gottes Versprechen neu anschauen. Gott hat mir nie versprochen, dass ich ein Kind wird haben. Aber er hat versprochen, dass er immer bei mir ist. Und auch in dieser Zeit haben wir ein paar Worship-Lieder angesprochen, wo es heisst, «Mein Zuhause ist bei Gott». Und das ist so ein emotionaler Zugang gewesen, wo ich auch, oder so, ja, wo ich an dieser Aussage dann festhalten konnte. Sehr schön, ja. Bei dir, Dani, wie hast du die Zeit erlebt? Also wir haben vor allem auch erlebt, dass wir oft sehr unterschiedlich gerade in einer Phase waren. Und das ist auch noch challenging, oder? Manchmal war es dann bei mir gerade schwerer gewesen und Billy gerade okay damit und umgekehrt. Und das war noch oft so gewesen. Und irgendwie ist es aber auch gut, weil jeder muss individuell mit dem umgehen. Für mich war es sicher so gewesen,
dann halt eben das Glaubensbild, das ich vorhin gesagt habe, auch in der Praxis so zu zeigen oder zu leben und auch das zu sehen. Gott ist ein Gott, der überall steht. Ich bin nicht das Zentrum vom Universum und auch manchmal, wenn man so sagt, es geht nur um dich und Gott und so, naja, ich weiß es nicht. Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Aber dann merkst du es dann auch, oder? Und das war manchmal schon auch herausfordernd mit der Frage, warum Gott. Wir wären doch Setup für Stimmen und es war eine unerklärbare Unfruchtbarkeit gewesen. So ist das von den Ärzten definiert worden. Und in dem Sinn fragst du dich dann schon, ja. Und dann mit dem Mangel müssen umgehen, das Lernen. Auch, dass etwas jetzt nicht gut ist. Oder vor allem, wenn das Umfeld sich dann verändert. Alle Leute um uns, in dem Moment hast du das Gefühl, alle Leute um dich haben Kinder, oder? Und was machst du denn? Wir haben viel mehr Zeit füreinander, viel mehr Zeit so zum Planen und dann müssen wir Wege finden. Und ich glaube, was uns schon immer wichtig war, ist eben dort zu sagen, und das ist ja auch dann manchmal mehr bekenntnishaft als schon so richtig im Herzen, okay Gott, du mutest uns das zu und das ist auch gut so. Und wir wagen es, den Weg zu gehen und wir wollen uns auch nicht nur um das kreisen, nur um den Mangel, sondern wir gehen bewusst auch für das, was möglich ist in diesem Moment. Und das haben wir auch schon gemacht. Und ich finde, in dem Sinn schauen wir auch zurück auf eine Zeit, die echt auch gut war. Und auch immer zu sagen, wir haben immer gesagt, unser Anspruch muss sein, dass unsere Ehe auch ohne Kind zu ihrem Ziel kommt. Das Ziel kann nicht sein, irgendwann ein Kind, sonst wird es langweilig. Und das haben wir uns viel gesagt beim Spazieren. Wir sind viel spazieren und haben geredet, ja. Und ich glaube, also etwas, was ihr im Vorfeld mir gesagt habt, ist eben, dass so Zufriedenheit anstreben im Moment, wo es schwierig ist, oder nicht die Umstände einfach nur rosig sind, etwas ist, was allgemein auch im Leben schon immer wichtig ist und in diesem Moment natürlich dann besonders auch. Könnt ihr da jetzt uns wie auch noch einen Tipp geben? Weil ich habe das Gefühl, das ist wirklich etwas, egal von euch, das gelingt euch sehr, sehr oft. Also, dann gibt es natürlich gleich Momente, wie ihr gesagt habt, wo es mal schwer ist oder schwierig, aber gleich hat man wie das Gefühl, ihr geht mit einer Grundzufriedenheit eigentlich durchs Leben. Und was würdet ihr sagen, wie ist das möglich oder wie macht ihr das? Ich probiere nicht oder ich will nicht, dass mein Leben oder meine Zufriedenheit von guten und schlechten Zeiten prägt oder definiert wird. Wenn es mir gut geht, bin ich extrem dankbar und das ist schön. Aber es heisst auch, dass nicht alle Lebensbereiche für immer super problemlos laufen. Also, und wenn es mir schlechter geht, probiere ich natürlich dankbar zu sein für alles Gute, was ich auch in dem Moment habe. Und man hört manchmal so, ja, es sind schlimme Zeiten gewesen. Mein Wunsch ist, dass ich nicht zurückschaue und sage, es sind schlimme Zeiten gewesen, sondern dass ich sage, ja, es ist nicht einfach gewesen, aber ich habe vieles können lernen in dieser Zeit. Der Blickwinkel eigentlich, so das Glas halb voll oder halb leer gesehen in dem Moment. Ja, in dem Moment ist es natürlich schwierig, aber und probiere ich natürlich, aber im Nachhinein sicher, ja. Genau. Ja. Sehr cool. So konkret haben wir oft auch versucht, das im Gebet zum Beispiel zu leben. Zu sagen, unser Gebet fängt mit Danken an und Danke für das, was wir haben. Und ich finde, das ist dann so ganz praktisch, dass eben den Glauben im Alltag auch einüben und auf das fokussieren, was wir haben. Und wir haben einfach immer gesagt, wir möchten dort auch etwas rausholen. Ja, genau. Cool. Ich finde, wir müssen nichts bereuen für das, was es in diesen 10 Jahren. Ja. Wir haben versucht, dort zu sehen, was möglich ist und dort reinzugehen. Schön. Und ich finde, es ist eine Challenge, das aktiv zu tun und das braucht eine Entscheidung jeden Tag. Ja, eine bewusste Entscheidung. Ja. Cool. Ja, und dann ist der Timo jetzt eben auf 1,5 Jahre auf die Welt gekommen, ein riesiges Geschenk. Und ich kann mich auch gut an Gespräche erinnern mit dem Dani, wo er mir ja schon gesagt hat, bevor der Timo da war, einmal, ja, manchmal so die Eltern, die ständig klönen über Kind und so über den Stress mit den Kindern etc., die gehen dir manchmal spitz auf die Nerven. Und ich habe mir dann mich manchmal selber ein bisschen ertappt gefühlt und dachte, oh, ich hoffe, ich gehe nicht auch in diese Kategorie, weil doch auch ich vielleicht manchmal mal ein bisschen klönen und stöhnen über die Situation. Und jetzt, wo der Timo da ist, wie hat sich das bei dir verändert? Hast du jetzt mehr Verständnis für all die Eltern, die doch einmal ein bisschen gestresst sind? Ja, natürlich eine Art. Und ich möchte aber auch noch sagen, ich glaube, das hat mir nicht gefehlt. Ich bin dankbar, ich habe eine gewisse Empathie und so. Ich glaube, ich habe das schon immer verstanden. Aber ja, es hat mich auch manchmal gestresst, wenn ich das Gefühl hatte, Menschen mit Kind sehen eigentlich nur das Problem der Kinder. Und dass das einfach alles verunmöglicht. Und ich habe mir immer gesagt, ich will das nicht so machen. Und natürlich, ich weiss es jetzt auch, wie es ist, wenn du am Sonntagmorgen auf die Bühne musst stehen und vor diesen Leuten da reden und in der Nacht um 4 Uhr bist ein Baby in der Badwanne abduschen von
von dem, was hinten raus durch die Windel durchgelaufen ist. Das war nicht heute Nacht, aber noch nicht so lange her. Und ja, ich sehe echt auch, ich erlebe natürlich jetzt auch, was weniger möglich ist. Und ja, es ist weniger möglich, definitiv. Und wenn ich darf, würde ich gerne etwas vorlesen. Ich schreibe manchmal Sachen. Und so, wenn ich jetzt auch reflektiere über diese Zeit und wenn ich eben versuche, mit dem umzugehen. Ich habe so einen kleinen Text geschrieben, wo ich manchmal das auf Instagram stelle oder so. Meine Reichweite und der Speed, mit dem ich durch das Leben gehe, haben sich in den vergangenen 15 Monaten verringert. Nicht alles geht noch gleich schnell, wie ich es gewohnt war. Ich gehe früher ins Bett. Ich lese wenig, um ehrlich zu sein, viel zu wenig für meinen Geschmack. Und wenn, dann sind es Kinderbücher. Der Grund für die Veränderung liegt im Privileg, dieses kleine Geschöpf dabei zu begleiten, die Welt zu entdecken. Dabei eröffnen sich mir neue Horizonte. Ich verbringe täglich Zeit auf dem Fußboden. Ich baue wieder mit Duplo. Ich spaziere öfters. Ich kenne mich aus ums Haus. Ich sitze einfach da und schaue zu. Ich lache viel. Ich besuche Schweine, Schafe, Ponys und natürlich die Hühner. Ich singe Kinderlieder und dichte eigene Verse hinzu. Ich gewinne Perspektive, sehe Dinge in anderen Relationen. Wichtig gemeintes wird unwichtig, anderes umso wichtiger. Die Welt wird kleiner und dabei umso größer. Und das ist natürlich idealistisch, aber es ist das, was ich dann versuche. Wenn ich am Boden unten liege und denke, ja, jetzt ist gerade Zeit, einfach am Davonlaufen und irgendwie den Fokus reinnehmen und dort drin auch wieder das Beste rausholen. Gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es. Ja. Cool, sehr schön. Danke vielmals. Obwohl wir ja vorher gehört haben, eben in der Küche gibt es eine gewisse klassische Rollenverteilung. Leben die sonst das ja nicht überall oder leben die das sonst in den meisten Bereichen eigentlich anders? Pil, wie du schaffst weiterhin 30% als Deutschlehrerin für Ausländer oder Migrationsschule. Du hast eben Deutsch studiert in Finnland, das haben wir schon gehört. Was ist es denn, was dir so Freude macht an diesem Job, dass du gesagt hast, hey, jetzt auch mit Demo und organisieren und machen, mit Kind von Job und Family unter einen Hut bringen, ist dir das doch so wichtig, dass du das weitermachen willst? Ja, ich bin selber mal neu da und ich habe Sprache schon können und kann mir vielleicht darum nur ein bisschen vorstellen, wie es ist, wenn man neu da ankommt. Es ist alles neu und dazu noch die Sprache ganz neu und wenn ich da jemandem helfen kann, dann mache ich es sehr gern. Und ich habe Sprache schon immer sehr spannend gefunden. Darum, ja, der Job. Sehr cool. Und du hast mir auch erzählt in der Vorbereitung, dass es manchmal Begegnungen gibt wieder mit Leuten, die bei dir im Sprachkurs waren, hier auf Jobsuche, eben das Deutsch noch nicht vorhanden, was es bräuchte für das. Und dann haben wir, glaube ich, gerade auch bei euch in der Wohnung, wenn jemand für etwas flicken oder so, jemanden getroffen. Das ist ja auch mega ermutigend, oder? Wenn du die wieder siehst. Genau, cool. Ja, wenn sie dann das schaffen, ja. Und dich natürlich noch wiedererkennen, das lernen. Oder haben sie dir dann etwas gesagt, gell? Ja, voll cool. Dann bin ich natürlich stolz. Dann kommt dort ein Handwerker, der einen Fugen machen ist im Bar und sagt so, Ihre Frau, gutes Lehrerin. Und denke so, ja, ist auch mega cool. Ich meine, das ist Frucht von einem Job, wenn da irgendwie so eine Integration wieder geschieht. Mega cool. Ja. Sehr cool. Mega lässig. Hey, ja, eben von deinem Job, Dani, wissen wir eigentlich schon ein bisschen mehr, weil wir dich natürlich da aktiv einmal sehen auf der Bühne. Und gleich möchte ich dich noch fragen, was ist so in deinen Augen aktuell die grösste Herausforderung, wo vielleicht du persönlich auch in deinem Job drin steckst oder du auch Kirche drin siehst? Ja, wir haben ein paar bewegte Jahre jetzt hinter uns und ich denke, es ist so das. Wir stehen ja jetzt wie an einem, ich hoffe es zumindest, an einem gewissen Neustart in verschiedenen Aspekten. Wir haben hinter uns einerseits die Pandemie oder so, wir sind im Ausklang dazu, mal schauen, wie das so dann uns wieder tangiert. Und das andere ist ein Leidenschaftschange, wo wir auch so daraus am Starten sind. Und ich glaube, das ist immer ein guter Moment, dass sich Kiel auch nochmal fokussieren darf und sagen, hey, ist ja auch die Chance, um zu sagen, wo gibt es richtig einzuschlagen. Und ich finde eigentlich etwas vom Herausforderndsten in meinem Job, vielleicht auch in unserem Job, aber ich kann das ja nicht für meine Kollegen und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, etwas Schönes, nämlich, dass unsere Kirche eine riesige Breite hat. An Glaubensbilder, Glaubenstraditionen, Herkünfte, Generationen, Vorlieben, Styles. Wir haben eine unglaubliche Breite und das ist mal per se grundsätzlich einfach cool. Aber es ist auch herausfordernd, dann, wenn du dich versuchst, neu auszurichten und versuchst auch gewisse neue Wege einzuschlagen. Und ich finde das manchmal spannungsvoll jetzt, weil oftmals, wenn du dann etwas entscheidest und für etwas dich sagst, hey, auf das gehen wir, merkst du sofort, dass es da eine Resonanzgruppe gibt, die sagt, finde ich nicht so cool und können wir nicht anders. Und da drin, ja, finde ich das eine Challenge. Und jetzt, was ist die Lösung? Zu sagen, also, es müssen einfach alle so werden, wie ich das sehe.
Ich glaube es nicht, oder? Weil ich glaube, etwas von der Schönheit der Kirche ist ja auch die Breite und die Vielfalt. Und es ist, ich glaube, etwas, was uns geschenkt ist. Und das müssen wir bewahren. Und gleichzeitig glaube ich eben auch, es braucht schon auch die Bereitschaft von jedem, der sich da reingibt, zu sagen, ja, ich bin nicht der Mittelpunkt von dieser Kirche. Und es geht dann auch nicht immer nur um meine Vorlieben. Und eigentlich sehe ich die Chance jetzt, dass wir uns auch nochmal neu ausrichten können. Ich glaube, es ist bitter nötig, dass die Kirche sich fragt, welche Rolle sie spielt in dieser Gesellschaft. Und ich freue mich auf den Weg, aber er ist auch spannungsvoll. Und manchmal denkst du schon so fast so, wow, ja, da steht uns ein Schritt bevor. Aber die Kirche hat es immer wieder geschafft. In der Kirchengeschichte. Und ich bin guter Dinge, dass wir das hier auch schaffen. Wir haben gute Voraussetzungen und Grundlagen. Ja. Cool. Das so. Ich könnte noch mehr sagen. Ja. Aufgrund von der vorgeschrittenen Zeit bin ich froh, wenn du das nicht machst. Ja. Nein. Nein, super. Pili, für dich noch zum Abschluss eine Frage. Wenn du jetzt so einen Kirchenbastelbogen vor dir hättest und einfach könntest die perfekte Kirche gestalten, wo du würdest sagen, mal, so muss eine Kirche sein, wie würde die aussehen oder was käme dabei raus? Ich darf sagen, ich habe so einen Moment eigentlich schon erleben. Und es sind Begegnungen gewesen, wo es keine Rolle gespielt hat, von wo das man kommt, wie lange das man im Glauben ist, was man macht oder nicht macht oder kann oder hat. Die Kirche wäre mindestens so bunt und vielfältig wie die GVC. Und man würde sich für den anderen interessieren, weil man weiß, dass Gott jedem etwas gegeben hat, wo man weitergeben kann. Cool, mega schön. Der Kirchenbastelbogen nehmen wir mit so. Cool, das begeisterndes Bild. Hey, ja, danke euch zwei viel mal. Gerne. Es ist irgendwie schnell durchgegangen, die Ja. Zeit. Genau, merci vielmals. Ja, echt schön, habt ihr uns auch so ehrliche Einblicke gegeben in euren Alltag, in euer Leben, in eure Beziehung. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir auch jeder von uns etwas mitnehmen können. Und mich ganz persönlich hat besonders heute Morgen auch der Punkt von dieser Zufriedenheit herausgefordert, auch schon ein bisschen in der Vorbereitung, die ihr angesprochen habt, wo bei euch so ein Geheimnis ist, das ihr erlebt in eurer Beziehung und in eurer persönlichen Glaubensbeziehung auch mit Gott. Und vielleicht ist das etwas, wo du sagst, hey, ich habe so oft in der Unzufrieden im Moment und irgendwie schaffe ich das nicht im Alltag, die Zufriedenheit einmal so zu haben, wie ich gerne möchte. Dann will ich dich jetzt herausfordern, hey, geh vielleicht mal ins Gebet und sprich das aus. Das hilft wirklich manchmal auch, um da so einen Schritt in die Richtung zu machen. Das Gebetsteam ist natürlich aber auch mega gerne für dich da, wenn du irgendein anderes Anliegen hast. Das Gebetsteam ist auch heute Morgen noch auf mich zugekommen und hat gesagt, sie haben den Eindruck, dass es vielleicht Menschen da hat, wo es nicht bewusst ist, dass Gott sich um sie kümmert. Es geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Wenn du sagst, hey, ja, ich habe manchmal das Gefühl, Gott sieht mich gar nicht, meine Situation nicht, er kümmert sich nicht, dann geh doch heute Morgen ins Gebet und gib das Jesus an. Du hast auch Online-Möglichkeit fürs Gebet oder den Button, den du siehst. Nutze die Gelegenheit und wir werden jetzt einsteigen in Worship zusammen.